Die Brauhaustradition in Köln, wie wir sie heute kennen, entsteht tatsächlich erst im 19. Jahrhundert. Bier wurde in Köln aber schon viel früher getrunken und wir haben in Köln auch schon viel früher Brauhäuser. Das älteste Brauhaus zum Hirschen auf der Cäcilienstraße ist für das Jahr 1243 nachgewiesen, aber natürlich auch am Eigelstein haben wir ja schon im frühen 14. Jahrhundert Brauhäuser, unter anderem an der Hausnummer 41, die Adresse, die dann für über 100 Jahre die Adresse der Privatbrauerei Gaffel war, am Eigelstein 41. Im 19. Jahrhundert waren hier insgesamt 18 Brauhäuser zeitweise am Eigelstein vertreten. Also es muss eine unglaublich gute Adresse für eine Brauerei gewesen sein. In den Brauhäusern war es etwas anders als heute. Im 19. Jahrhundert haben wir zwar schon den Köbis in seinem klassischen Outfit mit der blauen Schürze, mit dem schwarzen Gürtel und der Geldbörse da dran, aber getrunken wurde kein blankes, kein klares Kölsch, wie wir es heute kennen, sondern es wurde ein obergäriges, naturtrübes Wies getrunken und vom Köbis ausgeschenkt. Dazu hat man gerne ein belegtes Brot, ein Brötchen bestellt, Kölsch Wies mit einem halben Hahn, würde man heute sagen. Aber das tritt tatsächlich erst in den späten 1870er Jahren auf, diese Bezeichnung halber Hahn. Das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Getrunken hat man entweder hinten im Gastraum, wer es sich leisten konnte, oder direkt vorne in der Schwemme im Ausschankraum, wo das Wies tatsächlich günstiger war und wo man es quasi im Vorbeigehen in der Mittagspause schnell genossen hat. Ja, die industrielle Revolution hat natürlich die Großstädte, gerade wie Köln, unglaublich verändert. Wir haben in Köln alleine zwischen 1871 und 1910 eine Vervierfachung der Bevölkerungszahlen. Und wir haben natürlich die ganzen neuen Technologien, nur angesprochen sei die Eisenbahn, die das Leben der Menschen verändert und die auch den Brauprozess ganz extrem verändert hat. Denn die Einführung der Kunstkühlung, die Einführung von Dampfmaschinen und anderen Technologien ermöglicht es, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Bier nach industriellen Maßstäben zu brauen. Und nun tritt ein Konkurrenzkampf zwischen den traditionell obergärig brauenden Hausbrauereien ein. Wir haben in den 1820er Jahren etwa 110 traditionelle Hausbrauereien in Köln und diesen oft als Aktienbrauereien auftretenden Großbetrieben. Wir haben dann circa 15 Großbetriebe, die untergäriges, klares, gefiltertes, vor allen Dingen Pilz und Export brauen und die durch dieses moderne, günstige, auch durch die kristallklare Färbung dem Zeitgeist des 19. Jahrhunderts entsprechende Bier, die Hausbrauereien, die weiterhin traditionell obergärig brauen, in ihrer Existenz stark gefährden. Das führt dazu, dass wir dann 1907 tatsächlich nur noch 57 traditionelle Hausbrauereien in Köln haben und das, obwohl sich die Bevölkerungszahl so stark vergrößert hat. Der Übergang vom Wies auf Kölsch beginnt nach dem Ersten Weltkrieg. In der Zwischenkriegszeit stellen sich die obergärigen Hausbrauereien in Köln im Konkurrenzkampf mit den untergärigen Großbrauereien und entwickeln ihr Wies weiter. Es wird gefiltert, es wird jetzt als blankes Bier, also als kristallklares Bier auf den Markt gebracht. Man greift jetzt auch vermehrt auf die Marke oder auf die Produktbezeichnung Kölsch zurück, wodurch eine regionale Verortung, eine regionale Identität mit diesem Bier geschaffen wird und wodurch sich der Absatz dieses neuen, klaren Getränkes nochmal deutlich steigern lässt. Das Wies wird traditionell in einem Krug serviert. Das stammt ganz exakt aus dem 19. Jahrhundert, aus der Brauhaustradition dieser Jahre, wo das Bier aus großen Fässern gezapft wurde, in größeren Krügen an die Tische gebracht wurde und dort dann direkt in den Krug eingeschenkt wurde. Die Kölner Stange, das klassische Kölschglas, taucht auch in den 1920er Jahren das erste Mal auf. Es kann günstig industriell gefertigt werden. Es ist auch beim Servieren durch den Köbis von Vorteil, denn es ist gut zu transportieren. Es kann im Kölschkranz zu den Gästen gebracht werden. Es hat aber auch den großen Vorteil, dass das Kölsch, was schnell seine Kohlensäure verliert, einer geringeren Oberfläche ausgesetzt wird, also weniger mit der Umgebungsluft reagieren kann und dadurch länger frisch bleibt.
Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass man das Kölsch besonders langsam trinken sollte. Ganz im Gegenteil, auch dafür eignen sich ja diese schlanken Stangen besonders gut. Und die Kombination aus beidem, einmal die Tradition zum üblichen Trinkgefäß des 19. Jahrhunderts, also einem Krug, und die Vorteile des schlanken 0,2 Liter Glases der Kölner Stange, wie wir es heute beim Kölsch haben, vereint also heute der Glaskrug, der schlanke Glaskrug des Wies. Hier kommen natürlich zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite die Erinnerung an die traditionelle Brauhausatmosphäre des 19. Jahrhunderts mit dem Krug, ja, die immer wieder an die auch heute noch gelebte klassenlose Gesellschaft in den Kölner Brauhäusern erinnert und sie lebendig hält. Und auf der anderen Seite eben die Handwerksmethode, die obergärige Braumethode, eine lange Tradition in Köln, die hiermit auch nochmal um eine Facette wieder bereichert wird. Und diese beiden immateriellen Kulturtraditionen, die in Köln jetzt so gelebt werden, machen eins wunderbar deutlich, dass man Geschichte nicht nur leben kann, sondern tatsächlich auch trinken kann. In dem Sinne, Prost zusammen.